Servus und Habidere da draußen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast, zu unserem allseits beliebten Format, den Warlex, und zwar zu den Warlex des Monats Januar, zu unseren ersten Warlex. Und wir haben gleich einmal einen Schwund zu verzeichnen, der Conny ist nicht dabei, aber der Corby, Applaus, Servus und Habidere, Corby. Ja, hallo, nachdem das letzte Mal nicht dabei war, habe ich mir diese Blöße nicht nochmal geben dürfen. Und hab mir gedacht, im Januar, da darfst du auf gar keinen Fall fehlen. Ja, du hast dir gedacht, die haben so viel Scheißdreck verzeiht, jetzt muss wieder ein bisschen Zucht und Ordnung rein, oder? Was mir in letzter Zeit auffällt, wenn ich nicht dabei bin, dann, es vergeht keine Folge, wo ihr euch nicht irgendwie über mich lustig macht oder wo ihr nicht nur irgendeinen Seitenhieb kriegt. Also es wird ganz offensichtlich laut nach mir geschrien, wenn ich nicht dabei bin. Offensichtlich, ja. Das ist so... Was sich liebt, das neckt sich quasi. Wir wollen die wieder zurücknecken an deinen Platz zu uns ins virtuelle Studio. Das ist natürlich fies, weil ihr immer ganz genau wisst, der hört es sowieso, wenn er schneit. Ja, genau. Das ist immer. Bei mir ist da nicht so sicher, weil alle Folgen so her, aber du musst das ja immer alle hören, weil du bist ja unser Schneidemaus. Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich jede verdammte Folge Viva la Movilusion kenne. Und nicht bloß einmal gehört hast, oder? Ja. Nein, es gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe einige Sachen dabei, die ich teilweise schon im Dezember gesehen habe, aber die haben mich natürlich nachhaltig so berührt, dass ich mir denke, okay, die können im Januar dann trotzdem noch rausposaunt. Du und unsere Leute wissen es ja sowieso nicht. Wenn du jetzt das verzeihst, das kann keiner nachvollziehen, außer er schaut auf Letterboxd. Schon? Oder? Ja. Bei dir. Aber ich habe tatsächlich ein paar Serien auch dabei. Ah, okay. Und die findest du natürlich nicht auf Letterboxd. Außer so eine bestimmte Serie, über die wir seltsamerweise noch gar nicht geredet haben, seitdem die letzte Staffel draußen ist, haut am Ende nochmal so einen filmartigen, episodenhaften Mordsfinalen, mir fehlt das Wort, das den Satz korrekt zu Ende bringen kann. Ein Knall. Ein Knall raus, danke. Ja, warum haben wir noch nicht über Stranger Things geredet? Was ist da los? Ja, weil es wirklich alle anderen da haben. Ich glaube, das ist mittlerweile so krasse Reiz, also die, wo das jetzt da rausgekommen ist, oder das Monat vorher, das war so eine krasse Reizüberflutung, und es hat wirklich jeder drüber geredet, und du hast Facebook oder Instagram nicht aufmachen können, ohne irgendwie Stranger Things. Das ist mir jetzt auf das ist mir jetzt null aufgefallen, dass wir da noch keinen Ton, nicht einmal Anton verloren haben. Ja, da ist mein Warleck. Ja, aber ich habe da die ganze Zeit ganz großen Respekt gehabt, weil wir haben nicht die finale Staffel pünktlich zum Serienstart angeschaut, sondern erst Weihnachten rum. Aha. Und wir haben nicht mit der 5. Staffel einfach so starten dürfen, weil meine liebe Frau darauf bestanden hat, wir müssen uns das Ganze nochmal von vorne schauen. Oh, schön. Ja, schön, aber richtig gefährlich, wie Frau. du schon sagst, du kannst nicht in Instagram oder in Facebook gehen, ohne dass du todesmäßig gespoilert wirst. Und das war schon hart. Ja. Es war Das ist wirklich krass, ja. Aber es ist wirklich so gewesen, also ich habe sie allerweise hübsch zeitnah gesehen. Und da war es aber heute dann so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, so diesen einen Tag, wo ich es noch nicht gesehen gehabt habe, weil es ist ja Weihnachten gewesen und Silvester und was weiß ich, ist sie irgendwie hübsch noch mit Spoiler zurückgehalten worden, aber dann in dem Moment, wo ich gesehen gehabt habe, dann habe ich mir gedacht, ja gut, jeder, der was jetzt noch nicht up to date ist, das ist eine Messer. Das stimmt. Aber hat's dir dann gefallen, der ganze Bums da? Ich muss sagen, die 5. Staffel habe ich nicht so stark gefunden wie die 4. Also für mich ist die Lieblingsstaffel definitiv die 4. Mhm. Und man merkt schon, sie haben es jetzt nochmal irgendwie zu Ende bringen müssen, so dass dann sagen können, ja, und da war ja in jeder Folge alles nochmal krasser. Mhm. Ja, also die ersten 4 Folgen war schon krass, wie die da durchgekürzt sind. Da war ja gar keine Verschnaufpause drin. Ja. Wie gesagt, ich bin mit dem Ganzen, es war für mich schon so, dass es passt hat. Es war nicht 100%ig rund, aber ich habe schon ganz andere Serienfinalen gesehen,
die haben mich viel mehr genervt wie das jetzt da. Das wollte ich jetzt eben auch gerade noch sagen. Also, das ist schon Meckern auf hohem Niveau, auch von mir. Ja. Es gibt wenig Serien, die so rund sind vom Unterhaltungsgrad. Und da gehört Stranger Things definitiv dazu. Ich hätte mir trotzdem ein anderes Ende gewünscht. Wir müssen da jetzt auch nicht irgendwie groß drüber reden, weil es kann ja sein, dass irgendeiner von unseren verrückten Hörern das trotzdem noch nicht gesehen hat und sie denkt, nein, bitte jetzt nicht drüber, oh mein Gott. Wer ist denn so ein krasser Masochist da draußen? Schreibt es uns. Ja, in die Kommentare, wer da der größte Masochist in Niederbayern und Umgebung ist. Aber also, ich hätte mir ein bisschen was anderes, krasseres gewünscht. Aha, ich weiß, was du meinst. Aber ja, wie schon gesagt, meckern auf hohem Niveau und du hast ja recht. Dann andere Podcasts zur Genüge auseinandernehmen und besprechen und jeder reitet auf der Welle rum, haben wir natürlich nicht nötig. Na, null. Ja. Aber apropos Welle reiten, eins von meinen war also bist du mit Stranger Things oder möchtest du noch was sagen dazu? Nein, ich hab auf die geile Überleitung von dir gewartet. Okay, und zwar der Trailer von Masters of the Universe. Ja, wenn das kein Wolleck nicht ist, Alter. Also Entschuldigung, dass ich gerade lache, aber der Mike und ich, wir waren letztes Wochenende auf einer Party und da habe ich ihn abgeholt, da hat er mir schon davor begeistert erzählt, aber beim Essen da hat er mir begeistert davor erzählt, aber auf der Party, da hat er diverse Male so begeistert darüber erzählt, dass ich mir am nächsten Tag den Trailer angeschaut habe, selber Gänsehaut gekriegt habe, weil ich das einfach so geil finde. Also der Trailer schaut bombenmäßig aus und dann nur die Begeisterung von dir. Also du solltest das eigentlich hauptberuflich machen und solche Sachen anteasern. Schon. Da ich gern. Wenn ich so mal Geld verdienen kann, war super. Nachher, also der Trailer, ich war ein wenig skeptisch, aber allgemein, wo es das Projekt angeht, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, sie machen ja in dem Trailer, haben sie auch mehr auf der Erde und so, und da habe ich natürlich schon schlimmste Befürchtungen gehabt, weil dieser erste He-Man-Film mit Dolph Lundgren war ja nur auf der Erde, oder sagen wir so 90% vom Film auf der Erde. Und das möchte ich kein Sau sehen. Jeder weiß, wie die scheiß Erde ausschaut, auf einmal ein fucking Eternia. Und das macht der Film, glaube ich, hervorragend. Wir sehen mal Castle Grayskull, wir sehen mal Snake Mountain, wir sehen mal einen He-Man natürlich, wir sehen mal einen Trapjaw, wir sehen mal einen Beastman, Evelyn, natürlich einen Skeletor. Wow! Und dann einmal dieser Spruch da, ich habe die Macht und dieses Schwert und also es sei mir nicht bestes, wenn nicht ein richtig geiler Sommerblockbuster wird, dann friss ich am Besen. Ja, also der Trailer schaut da für Leute wie mich, die sich da eigentlich gar nicht auskennen in der Welt, schon bombenmäßig geil aus. Da bin ich auch gespannt. Und ich glaube, dieser Move, dass man sagt, man nimmt, oder der Adam ist zuerst auf der Erde, dieser Move, den man dann macht und bringt ihn auf Eternia und er kennt sich nicht aus und er erklärt ihm anhand von seiner Unwissenheit dieses Universum, glaube ich, ist ein richtig cooler Kniff. Weil du dann nicht die ganze Zeit irgendwie sagen musst, hey, servus, der und der, sondern einfach organisch mit ihm die Welt erleben, weil es ist ja, wie viel Erwachsene Vollpfosten, so wie ich mit 40, die einen 8-jährigen Burm da reinschleifern, die wissen das nicht so wahrscheinlich 100%, wie wir es mir alten Affen wissen. Und so anhand von dieser Figur, wird die ja dann die ganze Welt erklärt wird, glaube ich, ist das ein ziemlich cooler Schachzug. Ich mag jetzt gar nicht mehr von dem ganzen Ding da labern, weil da werden wir nur des Öfteren verzeihen von Masters of the Universe. Aber ich wollte nur sagen, dass dieser Trailer ein richtiges Vorleck für mich war. Ich kann es bestätigen. Also ich kann bestätigen, dass das für dich so ein krasses Vorleck war. Das ist gut. Ja, so schaut's aus. Ja. Ich habe noch einen Film gesehen, einen richtig groben, und zwar Marco von der Bush Media Group. Da habe ich ein Mediabook gekriegt, mit dem Booklet vom Christoph N. Kellerbach, was sehr informativ ist. Aber dem Film ist schon ein Ruf vorausgeeilt, und zwar, dass er der härteste Film oder der brutalste Film ist, der je aus Indien gekommen ist. Okay. Wer jetzt meint, wir kriegen da Gesangseinlagen und aufwendige Tänze, dem sei schon mal gesagt, das ist jetzt bei Marco nicht der Fall. Der geht eher so, also das ist jetzt schon hochgegriffen, wenn ich sage, der ist ähnlich wie The Rates War. Also es ist schon so ein Mafia-Profi-Killer, Underground-Syndikaten-Film, in dem absolut brutalst gestorben wird.
der sehr stylisch daherkommt, der einen unglaublichen Machismo an den Tag legt. Also alle Männer sind offenes Hemd und Brusthaare und Sonnenbrille und dicke, fette Zigarren, Zeitlupe. Also die feiern sie so richtig geil ab. Also wie wir. Ja, schon, aber halt Okay. auf Indisch. Also man gespannt schon, dass dieser Film nicht aus Amerika kommt und so von der ganzen Inszenierung her, man kennt das schon, dass der aus einem ferneren Land kommt oder aus einem für unsere Verhältnisse exotischeres Land. Und ja, es wird da ganz brutal kämpft, Freunde. Also deswegen auch die Vergleiche zu The Raid. Es ist nie so von der Choreografie her so ausgefeilt, sage ich jetzt einmal, aber von der Brutalität her und Dingen und von der Dimensionen der Kämpfe ist das schon krass. Der Film fängt ja schon an mit einem Disclaimer am Anfang, also Schwangere sollten den Film wahrscheinlich nicht anschauen, weil der Film extremste Gewalterstellung an Kindern zeigt und Frauen und schwangeren Frauen. Und das zeigt er auch durch. Das ist zwar dann im letzten Drittel. Die Szenen finde ich ein bisschen eigentlich so selbstzweckhaft, weil das der Figur des Marco dann nicht ganz gerecht wird, weil man dann sagt, okay, er macht jetzt eine Wandlung durch, die den vorherigen Film einfach hast nicht erwartet, weil der Typ einfach so cool und durchgestylt und schon fast unmenschlich stark ist und dann kommt das da am Schluss, wo du sagst, ich weiß jetzt auch nicht. Die Szene so hätte es einfach nicht braucht. Es ist krass und es werden ein paar Leute geben, die das abfeiern. Aber ich hab's mir angeschaut, ich war ein wenig aufgeregt davor, wo es dann geheißen hat, oder wo ich dann gewusst habe, da und da kommt dann diese Stelle. Okay. Es ist wirklich grenzwertig hart. Der Film hat dann eine Spiel-JK-Freigabe gekriegt, also kein FSK 18, sondern die Spiel-JK, den er halt nicht indizierungsfest macht. Das kann jetzt auch, dass dieser Marco, dieses Mediabook, noch indiziert wird. Das große Verkaufsargument von dem Film ist Gewalt. Ganz einfach. Das möchte er hinaus, das möchte er zeigen. Es werden Leute einfach mal so, die schon am Boden liegen und fertig sind, mit Kettensägen angeschnitten, die wo noch rumschnaufen und so. Da wird noch schnell mit der Kettensäge rumgegangen und noch ein paar Füße eingeschnitten oder in den Hals rein oder so. Also es ist wirklich selbstzweckhafteste Gewalt, eine sehr stylische Action und Ding. Auf der Story-Ebene versagt er meiner Meinung nach schon ein bisschen, weil es ist nicht immer interessant. Das ist wie so diese letzten John Wick-Filme, da wo die Storys schon so scheißegal waren, so random, dass du sagst, ich möchte jetzt eigentlich gar keine Leute schmerzen sehen, weil das, was es sagt, es interessiert keine Sau, spürst halt wieder. Und so ist halt da auch. Also es gibt schon mal wo so längere Textpassagen und so, wo diese Welt ein bisschen erklärt wird, wer zu wem, wer hat mit wem eine Fehde am Laufen und so. Und dann wird halt wieder mal so richtig saftig gestorben. Also, wer auf so richtige palpige Actionfilme steht, so wie die 80er. Wer endlich mal wieder richtig schlechte Gefühle braucht, oder? Ja, schon ein bisschen schon. Teilweise hat wieder diese Action so, das ist alles cool, aber er macht halt dann diesen kalkulierten Tiefschlag, wo man halt dann vielleicht ein wenig zweifeln kann, was jetzt das nötig oder nicht. Wie gesagt, schaut sich den Film an, den gibt's mittlerweile auch schon zum Kaufen überall. Wie ihr diese Szenen seht, wie ihr zu dem Film steht, das hat mich total interessieren. Der Film hat auf jeden Fall sehr viel Diskussionspotenzial. Aber wie gesagt, kann man schauen, wer auf richtig krasse Action steht, auf Gewalt steht, die Gorehounds werden auf jeden Fall befriedigt. Jeder, der ein wenig eine tiefschürfendere Handlung zu seinem blutigen Steak mag, der wird wahrscheinlich lau ausgehen, aber es ist ein spezieller Film. Wie gesagt, hat mich interessieren, was ihr dazu sagt. Scorby, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin gerade schockiert, was du da alles verzeihst. Also du hast da noch nie was gehört von dem Ding? Na, wirklich gar nicht. Ich hätte jetzt auch bei Marco eher irgendwie an was Italienisches gedacht. Amore. Ja, oder? Ist Marco nicht irgendwie so ein typisch italienischer Name? Ja, ich hätte jetzt nicht gesagt, das ist typisch indisch. Oder Spanisch. Ich stelle mir das immer so vor, dass irgendeine Frau einem Typen hinterher schifft und sagt, Marco! Ja, du Arschloch. Ja. Ist nicht. Aber das stimmt, ich weiß, was du meinst. Okay. Aber eine vorsichtige Empfehlung. Nicht, dass dann am Schluss auf mich grantig seid, weil ihr gesehen habt, wie Kinder sterben. Ein Leck. Und das dann mache ich jetzt mal mit einer definitiven Empfehlung weiter. Und das ist jetzt einmal ein bisschen ungewöhnlich. Ich hole einen kleinen Ticken weiter aus. Ich habe mir im Dezember zum allerersten Mal Seven vs. Wild angeschaut.
Und hab mir dann gedacht, das ist ja eigentlich schon ganz unterhaltsam und echt krass und so. Und dann habe ich das einem Kollegen von mir verzeiht, liebe Grüße an den Amadeus. Und dann hat der halt erzählt, das lasst aber so ab der 2., 3. Staffel dann schon nach. Er schaut momentan auf YouTube Manhunt. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, Manhunt, das klingt irgendwie so ein bisschen wie die Running Man, also nach Menschenjagd. Ja, genau, um das geht's. Ja, also Cool. so, wie, da geht's um Menschenjagd. Ja, das ist so eine österreichische Firma, die das organisiert und in der ersten Staffel, da werden halt Leute für, ich glaube, es waren 48 Stunden freigesetzt, die in Wien mit GoPros halt rumlaufen und die werden von Huntern gejagt. Okay. Und das ist mehr oder weniger, also es kommt zumindest in der ersten Staffel schon so echtzeitmäßig vor, weil, kannst du dir vorstellen, wenn da mehrere Leute mit so GoPros rumlaufen, was die am Videomaterial haben, ist halt brutal. Ja. Dann hat er mal das halt so ein bisschen erzählt und auch, dass die Hunter sind so ehemalige Ex-Soldaten und teilweise Detektive und wie sie die halt dann immer Pläne machen. Die Leute, die da gejagt werden, die werden in der ersten Staffel waren es alle 2 Stunden, werden die alle 2 Stunden gepinkt. Also die haben ein Handy dabei, da ist sonst nichts drauf, außer nur ein Chat zu den Spielleitern und halt Google Maps. Und alle 2 Stunden geht der Ping an die Hunter, dass die halt wissen, okay, wo befinden die sich gerade? Und dann können die halt versuchen zu fangen. Und es ist so dermaßen spannend und geil gemacht. Und wie schon gesagt, auf Deutsch. Also, da kommst du halt ja gar nicht drauf. Die 2. Staffel ist in Bangkok, in Thailand. Okay, ja. Und die 3. Staffel in New York. Also, das war mein absolutes Highlight jetzt im Dezember und auch in den Januar dann rein. Das war so spannend und ist so verdammt gut gemacht. Und dann ist es nur kostenlos auf YouTube drauf. Also, das ist eine absolute Empfehlung. Jeder, der sich jetzt gerade denkt, okay, Menschenjagd-Setting, das klingt irgendwie mal spannend, unbedingt mal reinschauen. Ich habe echt eine richtig, richtig geile Zeit gehabt. Und dagegen stinkt Seven vs. Wild selbstverständlich absolut ab. Wo kann man das sehen? Das ist jetzt ja krass so. Auf YouTube. Einfach Manhunt. Auf YouTube ist das? Ja, einfach nach Manhunt suchen und dann genießen. Okay, ja, krass. Ja, es ist echt. Sterben die dann auch? Richtig geil. Nein, die sterben nicht, die werden halt dann einfach gefasst. Und wenn es halt einer schafft, ich glaube, in der ersten Staffel waren es 5.000 €, die er halt dann da kriegt. Aha. Aber die Hunter können halt theoretisch auch gewinnen. Und dann kriegen die halt Kohle. Und okay. Schon wegen Verrückt, oder? Wo wir mittlerweile auch gekommen sind, oder? Das ist echt irre. Und es ist so spannend, vor allem, weil halt da, sie können also Speedhunts machen. Das heißt, die Hunter können bestimmen, die suchen einen Spieler aus und sagen so, auf den gibt's jetzt Speedhunt. Dann haben die 4 Pinks frei. Die können dann selber bestimmen, wann werden diese Pinks abgesetzt. Alle anderen Spieler wissen aber nicht, auf wen geht der Speedhunt. Die kriegen nur mit, fuck, jetzt ist Speedhunt. Und es ist halt so verrückt. Die setzen den Speedhunt ab und alle laufen los. Leute, die sie gerade vielleicht das Ziel gelegt haben, die halt gedacht haben, okay, jetzt bin ich an einer einigermaßen sicheren Stelle und das ist immer Chaos. Und das ist mordsmäßig geil. Ich sag, das kann ich absolut wärmstens empfehlen. Ja, krass. Hört sich wild an. Das ist echt wild. Muss ich mitgucken. Schau ich und wenn du dich später beschwerst, dass das eine Doku ist, nein, es ist keine Doku. Das ist, das ist Reality TV, ja. Doku hätte ich theoretisch auch dabei. Da sage ich aber jetzt nur kurz den Namen. Ja. Auf Netflix, The Perfect Neighbor, war jetzt im Dezember und im Januar eine Zeit lang in der Top 10. Ist ein True Crime Doku, wo die Filmmaterialien hauptsächlich von den Bodycams von den Polizisten herkommen. Und da geht's halt also um Nachbarschaftskonflikt, der dann eskaliert, um ein Gesetz da drumherum. Ich möchte da gar nicht zu viel verraten, ist aber wieder bei dem Punkt, Corby, niemand erwartet, dass man Dokumentation spoilert. aber es ist ehrlich gesagt mehr wie ein Film. Ich habe da tatsächlich kurz mal Tränen in den Augen gehabt. Also das hat mich echt berührt. Echt richtig geiles Ding. Krass. Hätte sich wohl do. Ja.
Muss ich reinschauen. Jetzt musst du es wieder toppen mit irgendwelchen indischen Gewaltfilmen, wo Schwangere umgebracht werden. Ja, warte, da muss man jetzt ganz anders. Ich gehe jetzt komplett weg. Ich erzähle jetzt von Hollow Road. Hollow Road. Ich habe einige Top-10-Listen mir angeschaut von 2025 und da war bei ein paar dieser Hollow Road dabei. Mit der Rosamund Pike stark besetzt. Regisseur, weiß ich nicht mehr, wie der geheißen hat, aber der hat diesen Hardline-Film gemacht, Under the Shadow, diesen Dämonenfilm aus der Hölle. Nein, nicht aus der Hölle, aus Israel. Ich glaube, aus israelischer, genau. Und in dem Film geht es quasi darum, dass die Rosamund Pike aufwacht mitten in der Nacht, weil die Tochter sie anruft. Und wir kriegen dann quasi mit, dass die Tochter bei ihrer Familie daheim war, zum Abendessen, hat sie dann mit ihrer Family gekriegt und ist mit denen in einem Auto davor gefahren. Und dann haben quasi die Rosamund Pike und ihr Mann haben gerade ins Bett gegangen, bis dieser Anruf kommt. Und da stellt sich quasi raus, dass die Tochter einen Unfall gehabt hat. Ich sage jetzt nicht genau was, warum und hin und her, aber sie hat einen Unfall gehabt und sie sagt doch zu den Eltern, kommt halt vorbei, ich habe ein Riesenproblem. Warum, dass man da nicht einen Zanker vorher anruft oder warum man nicht die Polizei anruft, erfahrt sie ja dann. Aber die Familie oder die Eltern machen sie dann auf jeden Fall auf die Suche nach der Tochter. Die gibt ihnen quasi mit dem Navi, sagt sie ihnen, da und da ist mein Standort, kommt's vorbei. Ich bin in dieser Hollow Road, wo man mir früher schon Urlaub gemacht hat. Mhm. Okay, setzen wir von los. Und so entspinnt sie dann da ein Kammerspiel, das zu 85% im Auto spielt und extrem spannend ist. Also ich hätte mir das nicht gedacht, ich habe diese Prämisse gelesen, habe mir gedacht, wie spannend kann das bitte sein. Aber die komplette Autofahrt über haben wir mir ein Telefonat mit dieser Tochter. Und was sich da alles entspinnt, was da alles an Enthüllungen kommt, was da alles auf die Tochter zukommt, das erfahren wir mir da alles aus der Sicht von den Eltern. Und das war extrem spannend. Wirklich, es hat mich gefesselt und ich war wirklich überrascht und begeistert, wie man auf so einem engsten Raum so eine Spannung erzeugen kann. Also es klingt ehrlich gesagt schon nach voll der geilen Idee. Voll. Das kann ich mir gerade richtig cool vorstellen, ohne zu wissen, warum das so spannend war. Ja, also das wirst du innerhalb von den ersten, also der Film geht 20 Minuten und dann sagst, es gibt ja so schon so Sachen dabei, wo du sagst, wo du selber mit dir ringst oder selber sagst, wie hätte jetzt ich in dieser Situation reagiert? Bin jetzt ich auf der Seite von der Tochter? Bin ich auf der Seite vom Vater? Bin ich auf der Seite von der Mutter? Weil diese Fronten schon teilweise sehr verhärtet sind. Du kriegst ja dann mit, wie jeder tickt und du kannst dann sagen, okay, ist jetzt die eine Entscheidung nachvollziehbarer oder die Entscheidung nachvollziehbarer? Auf jeden Fall läuft es dann alles auf einen Climax hinaus. Das ist vielleicht der einzige Punkt, wo ich sage, das musst du halt einfach fressen, den Schluss. Aber da werden eher die meisten Leute eine Probleme haben mit dem Ende. Ich nicht. Meine Frau hat dann eher gesagt, ja, den Schluss hätte ich jetzt so nicht braucht. Aber wie gesagt, schaut es euch an und der Film dauert gerade 80 Minuten. Also der weiß, was er an Prämisse hat, der weiß, wie weit er gehen kann und was er zum Verzeihen hat und reizt das nicht bis zum Kotzen aus. Also der 80 Minuten, das ist alles verzeiht und war mega unterhaltsam. Also dieses Jahr auf alle Fälle, gut, das ist jetzt blöd, aber dieses Jahr schon wieder der spannendste Film, den ich gesehen habe. Zum Nägelkauen. War echt gut. Ja, cool. Und Rosamund Pike mag ich immer. Die ist sau stark. Die mag ich. Wo kann man das sehen? Die habe ich bei Amazon Prime ist der drin. Da habe ich ihn angeschaut. Also es gibt leider kein Blu-ray, wo ich so gesehen habe, den muss man irgendwo leihen. Physisch, also online leihen. Physisch auf eurer Fernbedienung. Ja. Ist schon auf der Watchlist. Hast du, da hast du mir auf jeden Fall jetzt schon angefixt. Ja, bin ich gespannt, was du sagst. War ich begeistert. Weißt du, wo ich nicht so begeistert war? Gott, diese Überleitungen immer. Wow, von was denn? Und zwar, ich habe in die Nippelverhärter ja schon angekündigt, dass, oder ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube schon, dass der Trailer zu Greenland 2 echt geil ausschaut, aber ich muss mir den ersten jetzt mal anschauen. Aha. Und ich habe mal den ersten dann jetzt vor kurzem mal auf Prime angeschaut. Und muss sagen, fand ich gut. Also logiktechnisch und effekttechnisch, ja, da haben sie aber irgendwie dann schon gescheite Drehbuch- und Budgetlücken gehabt, hä? Mir hat das wieder so gehabt mit diesem Endzeit-Szenario und wenn es dann selber Family hast und Ding und ich war halt die ganze Zeit so, dass ich sage, oh Gott, was da jetzt in der Situation da? Und dann kommt doch ein Kind dann abhanden, das Asthma hat und so. Mir hat das total gestresst, also mir hat der schon mitgerissen, muss ich sagen.
Vielleicht, wenn man ein Elternteil ist, dann kann man da nochmal ganz anders mitfiebern. Das kann nicht sein, dass das beim Dinger so ist. Es tut mir leid, auch bei Hollow Road. Wie gesagt, ich kann mich da wieder einversetzen bei bestimmten Sachen. Wenn jetzt ein anderer sagt, irgendein empathieloser Biffy, der sagt, das ist mir scheißegal, was mit dem Kind ist, dann hast du natürlich mit Hollow Road keinen Spaß. Aber Kabi, es tut mir leid, mach weiter. Also, ich erkläre mal ganz kurz für alle, die nicht wissen, um was in Greenland geht, um was es da geht. Und zwar ein Komet stürzt auf die Erde und die Familie Garrity, wo unter anderem der Gerald Butler der Vater ist, die sind, was ist er? Er ist da auf jeden Fall irgendein Oaksteider keine Ahnung, das vom Militär. Und sie haben praktisch die Möglichkeit, in irgendeinen Schutzbunker zu kommen. Das wissen dann auch alle. Und sie begeben sich halt dann auf den Weg dahin und da passieren halt Dinge. Unter anderem eben das, was der Mike gerade angedeutet hat, es geht halt bei ihr Kind abhanden, verloren. Und ja, das war spannend, aber wenn halt dann mal wieder irgendwas explodiert und du dir halt dann denkst, oh Gott, wo habt's, also 2020 ist der Film rausgekommen, 2020 und Effekte von Anfang der 90er, alter Schwede, warum? Fandst du das so schlecht? Ich fand's wirklich grottig. Ich glaube, ich habe in die Letterboxd-Review reingeschrieben, wo zum Teufel ist der Roland Emmerich, wenn man mal braucht? Der Roland Jämmerlich. Ja, aber Kim, der hat effekttechnisch zumindest ja abgeliefert. Aber ich werde aber jetzt nicht wissen, wo wir da bei die Budgets sind. Ich werde jetzt wissen, was der 2012 oder so, oder der, weiß ich nicht, was er sonst noch alles kaputt gemacht hat, der Emmerich, und was der Greenland-Budget gehabt hat. Wahrscheinlich war es das Gleiche und ich rede mir jetzt über Kopf und Kragen, aber wahrscheinlich liegt's an dem. Ich google das jetzt. Googelt. Mach. Während ich hier recherchiere, erzählt euch der Mike, was ihr noch gesehen habt. Ich erzähl's also parallel über 2 Filme einfach. Ich habe 2 Filme gekriegt und da habe ich versprochen, da rede ich drüber. Einer davon, der hat mir jetzt nicht so gefallen, von dem kann ich eigentlich eher, was heißt abraten, nicht, aber das war jetzt nicht mein Fall. Und zwar Play Dead. Das war jetzt nicht ganz meins. Eine Frau wacht auf aus einer Narkose oder die Frau ist verprügelt worden. Keine Ahnung, die wacht auf jeden Fall auf, liegt auf einem Berg Frauenleichen und weiß nicht, wo sie ist. Und es kommt des Nachts ein Mann, ein dicker, fetter Mann, mit einer Gesichtsmaske, wahrscheinlich aus Menschenhaut, wie man das halt so hat. Und es stellt sich halt raus, dass der Typ, die ganz dicht ist und sie da eine schöne Sammlung an Frauenleichen geholt hat. Oder vielleicht hat er die Frauen auch umgebracht und dann aufgerichtet. Man erfahrt es dann im Film. Die Prämisse fand ich ziemlich cool, weil man halt dann sagt, okay, die Frau ist da in diesem Haus und versucht sie da zu bewegen und muss halt immer schauen, dass nicht erwischt wird von diesem Killer. Genau, und was sie da in diesem Raum oder in diesem Haus erlebt, ist so auf Survival-Thriller-mäßig gemacht. Ich muss leider sagen, dass die Darsteller und die ganze Stimmung in dem Film nicht so ganz meins war. Das war hat sehr digital ausgeschaut, wenig Atmosphäre und ich habe einfach nicht so den Zugang zu der Figur gekriegt, zu der weiblichen Figur, zu der Hauptperson. Es wiederholt sich sehr oft. Und was ich ihm geben muss, ist das letzte Drittel. Das war sehr stark, wenn da noch mal aufkommt, was in dem Haus noch alles los ist. Da gibt's noch ein paar so Twists und auch der Schluss war sehr überraschend. Aber im Großen und Ganzen, den kann man schauen. Da habt's bestimmt auch keine schlechte Zeit. Nur wahrscheinlich auch mir, das sagt, es leid's nicht bei den Prime Deals oder sowas in der Richtung. Aber ich darf man jetzt nicht kaufen. Das war jetzt so ein Fall. Also kann man schauen, als Horrorfilmschauer kann man den gerne mal rein und kann man mal, dass man sagen kann zu den anderen, hey, den habe ich gesehen und kann man mal drüber schmerzen. Aber das ist jetzt keine so eine richtige Empfehlung von meiner Seite. Wo ich aber dann schon empfehlen darf, ist der argentinische Baskin. Und zwar ist der Film 1978. 1978. Der spielt quasi 1987, wie es der Titel schon sagt, in Argentinien während der Fußball-Weltmeisterschaft beim Endspiel. Okay. Und da geht es quasi darum, dass vor der Regierung bestimmte schlimme Finger Leute kidnappen und foltern, um denen bestimmte Informationen rauszuholen. Ich halte mich jetzt einfach ein bisschen kryptisch, weil das erfahrt dann alles im Film. Und der Film ist wieder so ein Ding, was 80 Minuten dauert, kein Gramm Fett hat und aber auch wieder sehr coole Wendungen drin hat, weil das Interview, das denen Leute entlockt wird mit Folter, bringt diese Spezialeinheit oder diese Kidnapper zu einem Ort, an dem sie lieber nicht sein möchten. Und was dann da ist passiert, bewegen wir uns dann auf Baskin vom Gian Efrenol Gefilde. Der war cool, der war spannend, der war sehr düster, der hat teilweise richtig
derbe Gewaltspitzen drin gehabt. War sehr kurzweilig. Also so richtig schöner, kurzweiliger Horrorfilm. Ich habe mir die zwei Filme, diesen Play Dead und 1978 hintereinander angeschaut. Ich habe einen coolen Abend gehabt, aber wie gesagt, den einen kann ich jetzt nicht so empfehlen, den anderen voll. Macht's was draus, schaut es euch an, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr am besten fandt. Ich habe einen coolen Abend gehabt. Also 1978 hätte vielleicht auch nur ein bisschen Gräber sein können. Er hat eine Freigabe ab 18 gehabt, also der Baskin war dann ein bisschen Gräber von der Herangehensweise, aber das ist schon eine saftige Geschichte auf jeden Fall. Macht Spaß. Hast du den Can auch geschickt? Hast du ihn gefragt, Nein, ob er den kennt? Nein, da traue ich mich nicht. Warum? Er hat gesagt, was vergleichst du meine Filme mit irgendwas anderem? Also zum einen, er wird höchstwahrscheinlich die Warlex einhören. Wahrscheinlich. Und du musst ja einfach die Referenz weglassen. Du kannst dir einfach nur fragen, ob er den kennt. Ja, einfach mal, ja, vielleicht hat er dann eine Geschichte zum Verzeihen drüber. Vielleicht gibt's Connections. Ja, wahrscheinlich hat er das Drehbuch geschrieben. Zwischen Türkei und Argentinien. Das kann natürlich schon sein. Ja. Ich habe übrigens zwischenzeitlich nachgeschaut. Ja, jetzt. Also Greenland hat 35 Millionen Budget gehabt. Aha, ist ein Low Budget. Und wie traurig das ist. Warum sind 35 fucking Millionen Dollar Low Budget? Das ist doch Low Budget. Da macht doch kein Mensch mehr was. Das ist das Budget von einem Catering von einem Marvel-Film. Ja, okay. Vorher kommt doch der dauernde Junior gar nicht ans Set, wenn er nicht weiß, das Buffet kostet 30 Millionen. Auf jeden Fall. Jetzt verzeih. Der Vergleich zu 2012 war natürlich blöd, weil 2012 hat selbstverständlich 200 Millionen Dollar gehabt. Oh, leck mich ab, Arsch. Dann habe ich mal gedacht, ja, okay, dann suche ich halt einen früheren Roland Emmerich-Film, dass ich einen vernünftigen Vergleich habe. Aber sogar Independence Day hat 75 Millionen Dollar. Oh, leck. Ja, das ist wirklich, also Greenland, jetzt entschuldigt die bitte bei den Effekten. Jetzt. Nein! Jetzt! Nein, sag ich gar nicht ein. 35 Millionen, das ist ein Low-Budget-Film. Das was wieder der Olaf Wittenbach gemacht hat. Spitzt du? Also, okay, wenn der Gerald Butler 30 Millionen Gage gekriegt hat, okay, dann verzeihe ich euch das. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Nein, ich entschuldige mich nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Boah, leck. Aber frech. ich Richtig kann frech. ihm zugute halten, dass der Trailer vom zweiten Teil schon geil ausschaut. Und offensichtlich haben sie da ja mehr Budget. Habe ich aber nix Gutes gehört. Das ist ja wirklich so ein Endzeitfilm, der zweite, also so Postapokalypse. Und ich habe auch schon wieder gehört, also er macht quasi dasselbe nochmal, gerade halt mit die Welt ist am Arsch und da ist ein Krater und ach, jetzt schwimmt unser Boot weg und ach, jetzt bricht das weg und hin und her. Also er macht wahrscheinlich das alles wieder genau so, was ich da so mitgekriegt habe. Aber 35 Millionen Korbi, hey, da darf das schon mal ein bisschen cheesy ausschauen, hey, Junge. Hey, wie viele Millionen hat It Feeds gehabt und wie schaut das aus? Wolle, keine Ahnung, was der kostet hat. Ich glaube, hat er Du hast aber irgendwie- doch kein Weltuntergangsszenario. Das brauche ich ja nicht, aber war besser unterhalten. Okay, ja gut. Schreibt es in die Kommentare. Ist 35 Millionen Low Budget für einen Hollywood-Film, wo der Gerard Butler Also dabei ich glaube, ist? dass It Feeds irgendwie so 2 Millionen oder so gehabt hat. Ja, die Horrorfilme kannst du immer sehr günstig machen. Aber wie gesagt, wenn du schaust, wie viele Schauplätze da dieser Greenland hat. Jetzt gut, hör auf, den zu scheißegal. verteidigen. Muss ich schon ein bisschen, weil ich... Okay, Schauplätze. Eine Vorstadt. Wahrscheinlich hat da irgendjemand gewohnt. Dann die Autobahn. Wow. Okay. Muss ich auch herrichten. Oh ja, und dann habe ich noch irgendeinen coolen animierten Flughafen gehabt. Und einen coolen animierten Kometen und einen coolen animierten Platz, wo dann der Bunker steht. Also leckt sich Wahnsinn. doch am Arsch für 35 Millionen, da kann man mal irgendwas anderes erwarten. Krass. So weit sind wir schon. Aber wo du ja vorhin über Postapokalypse Ja, gesprochen hast du eine Überleitung für uns? Ja. Ja, bitte. Und zwar die zweite Staffel Fallout läuft momentan noch. Oh, also ich glaub, das, was kein Mensch mitgekriegt hat quasi. Doch, ich habe da schon erklärt, dass das viele bekriegt haben. Ah, verdammt. Ich glaube, die letzte Folge kommt am 4. Februar jetzt dann raus. Also da haben wir 8 nagelneue, frische Folgen aus der wunderbaren, verbombten Welt aus Fallout. Ja. Ich liebe ja die Spiele und ich muss sagen, die zweite Staffel hat schon viele Sachen wieder mit eingebracht, wo ich so ganz verliebt da sitze. Meine Frau fürchtet sie wie verrückt und ich denke mir, ach, wie schön schau hier.
Mei. Mei, schau dir die Mutanten an. Ist das nicht lieb? Das ist so schön. Also, du schaust es an und denkst dir, wow, das haben's doch für mich gemacht. Da haben sie sich Echt, mal ich finde das so gut. Ja, da sagst du, das ist für mich. Ja, ich glaube schon. Wow, cool. Ich glaube, die sitzen so beim Drehbuch schreiben, aber dann auch da am Set und überlegen sie, ja, was kann jetzt am Corby dann noch gut gefallen? Und dann hauen sie irgendeinen Mutanten her. Und ja, geil. Also echt super. Ich will ja ehrlich gesagt überhaupt nichts zur Handlung erzählen, weil im Endeffekt Postapokalypse, es reicht. Haben sie in Las Vegas oder in New Vegas, ja. Haben sie da? Ja, genau. Mhm. Und das hast du bestimmt auch schon mitgekriegt, der Ding spielt ja mit in einer Folge, der Macaulay Culkin. Der Kevin. Ne? Der Kevin allein zu Hause. Habe ich schon lautstark lachen müssen, als ich es gesehen habe. Glaube ich, ja. Aber der Walton Goggins als The Ghoul ist halt einfach mega geil. Und ich liebe die Ella Purnell als die Lucy McLean, also die Vault-Bewohnerin, super. Aha. Also so schön naiv teilweise und dann halt trotzdem immer so mit ihrem, wenn du mir nichts Böses tust, tue ich dir nichts Böses. Es ist halt Naivchen. So super toll und dann halt in dieser bitterbösen Welt. Also ich habe die erste Staffel sehr gut gefunden. Die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die habe ich recht schnell durchgehört. Und ich muss jetzt wirklich, ich vergiss nämlich auch, du hast was ja, wir haben in die Nippelverhärter schon drüber geredet. Ich habe es seitdem schon wieder vergessen. Ich weiß nicht, was mit meinem Hirn los ist. Ich glaube, das hat so einen Fallout-Abschirmmechanismus. Also ich muss mir das Ding jetzt echt anschauen. Oder du hast da halt schon so viel krankes, anderes Zeug angeschaut auf deinem Prime-Kanal, dass die überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, dass dir Fallout überhaupt gefällt. Wahrscheinlich. Das kann schon sein. In dem Verhältnis, wie du normalerweise Filme anschaust, denken die, okay, Fallout muss für die wie so eine Kinderserie sein. Das kann schon sein. Aber das ist ja trotzdem ist wieder so hart wie die erste, weil ich fand das schon krass, ja, richtig was da. Schön. Also wirklich, ich sag nur Stange. Aha. Wenn du die Folge gesehen hast und das passiert, dann weißt du, was ich meine? Schön. Also wirklich zauberhaft. Das müsstest jetzt irgendwie der Corby grinst. Also das hat ihm wirklich extrem Spaß gemacht. Freut mich, dass du so einen schelmischen Spaß dabei hast. Das freut mich. Ja, doch. Ja, sehr schön. Möchte ich auch ganz kurz drüber reden. Mission Impossible The Final Reckoning habe ich gesehen. Mit etwas Verspätung, weil dass ich von The Dead Reckoning so extrem begeistert war. Der war ja unter meine Top 10 2024, glaube ich. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe schon einiges Kritisches gehört jetzt über das große Finale, das ja die komplette Reihe jetzt abschließen soll. Und ich muss leider sagen, er ist ein unwürdiger Abschluss für die Reihe, aber ein saugeiler Actionfilm. Also diesen gebe ich ihm, da sind wirklich wieder Sachen dabei, da schlackerst mit die Ohren. Stichwort U-Boot Wahnsinn. Da haben wir wirklich also eine Passage drin, ich glaube, schieß mit, die muss jetzt ins Blaue liegen, eine halbe Stunde, gibt's U-Boot-Action, er taucht in so ein U-Boot runter und muss was raufholen und da gibt's keinen Ton und gar nichts. Also nur so die normalen Wassergeräusche und so, aber da gibt's keinen Dialog, gar nichts. Und wie sie das gemacht haben, war wirklich mega, mega spannend. Das Finale ist an sich geil, wie es gemacht ist mit denen, mit in der Luft quasi, mit Flugzeugen. Aber es ist jetzt scheiße als Finale von der kompletten Reihe ist jetzt scheiße. Das finde ich ein wenig blöd. Dann dieser ganze Anfang, diese erste Dreiviertelstunde ist ja nur Fanservice. Und dieses Reindrücken, so kennst du, da drucken sie Sachen vom ersten Teil, eine vom zweiten Teil, vom dritten Teil. Die machen quasi ein Gerüst spannen, die in The Final Reckoning, wo es alle bisherigen Mission Impossible Filme unter sich vereint quasi. Das ist alles ein größeres Ziel von jemandem, oder diese KI, man weiß ja, wenn man den Dead Reckoning gesehen hat, dass das quasi alles zusammenhängt miteinander. Aha. Und das wird da so reindruckt mit Rückblenden, dass du irgendwann sagst, ja verdammt, ich hab doch die Filme alle gesehen, was soll das? Ich bin doch nicht blöd. Weißt du, so, und dann ziehst du da noch eine Figur aus dem Hut, aus dem ersten Teil, und lauter so Sachen. Sie wollen mit aller Gewalt diesen Fanservice bringen und diese Connections von alle Filme zueinander und vergessen einfach, was wirklich wichtig gewesen war. Und, aber wie gesagt, dann, wenn's denn dann rund geht, dann ist das schon saugeil.
Aber wie gesagt, es war nicht ganz rund. Es war nicht ganz rund. Da war mir zu viel Fanservice und zu viel Gacklerei. Die Filme an sich waren nicht immer so eigenständig übertriebene Actionfilme. Also, ich wollte gerade sagen, bodenständig? Ja, dass du jetzt sagst so handfest und zack und bumm und aber da jetzt, das ist alles sehr ein bisschen so aus der Luft gegriffen und so schwammig. Ja, war spannend, aber hat ein wenig Geschmäckle. Also Mission Impossible gefällt da schon, aber stirb langsam nicht. Jo, gefällt mir schon. Okay. Aber du hast mir letztens gefragt, meine Top 5 Actionfilme, aber da war nicht dabei, sowas. Nein, da ist er bei dir jetzt stirb langsam unter die Top 5 Actionfilme drin? Ich hab mir noch nie Gedanken gemacht über die Top 5 Actionfilme. Ich kann lauters Listen, Listen. Okay. Ja, mache ich auch irgendwann einmal. Aber da brauche ich dann so eine Session, wo ich mir dann mal wieder mehrere anschaue. Ich muss aber auch gestehen, ich habe Mission Impossible noch nie richtig gesehen. Also ich habe den ersten Teil, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht anzuschauen und bin jetzt mal eingeratzt. Dieser Charakter da drin vom Tom Cruise, wie heißt der? Ethan Hunt. Der ödet mich so dermaßen an. Also das ist... Der kann aber so viel. Okay. Aber ich weiß also, nicht. Wie viele Teile hast du gesehen? Den ersten, aber nicht ganz. Ja. Ich mehr sogar so weit gehe und sag, scheiß auf die ersten 3. Also es wird dann erst geil. Also der zweite ist jetzt so ein John Woo Action-Vehikel, was zu der ganzen Reihe eigentlich überhaupt nicht passt. Und ist also ein richtiges Kind seiner Zeit. Habe ich im Kino voll abgefeiert damals und hab man aber dann noch vor ein paar Jahren noch mal angeschaut und denk mal, leck, scheiße, das ist ja fast zum Fremdschammer, was da alles los ist. Das ist ja schon fast Trash. Aber dann der dritte präsentiert sich wieder eigenständig. Ich finde den ersten total schwach. Und dann ab dem 4. wird's geil. Da war's die Reihe, wo's hin möchte, finde ich. Da haben's dann in einer Form gefunden und ab dem 4. wird's Wahnsinn. Also eine Filmreihe, die erst ab dem scheiß 4. Teil weiß, wo es eigentlich hin möchte. Ja, das ist ja schon, da haben's dann in einer Form gefunden. Ne? Das wäre ja ungefähr so, wie wenn man sagt, ja, bei Harry Potter ab dem 4. Teil haben sie dann gewusst, okay, jetzt wisst ihr, wie Harry Potter funktioniert. Ja, ab dem 4. Teil kommt ja erst einmal der Voldemort schon, ja, das ist ja wieder so. Stimmt nicht, der ist im ersten Teil schon, da sieht man halt bloß noch nicht. Ja, aber nicht in seiner echten Form, in Fleisch. Als Ralph Fiennes. Der Ralph Fiennes, der heiße Hund. Ich hätte jetzt vielleicht ein wenig Plädo. Ich kann's auch. Aber wie gesagt, die ersten 3, ich hab ja auch ewig gesagt, Mission Impossible ist nix für mich. Nachdem es nach dem 3. Teil war ja längere Zeit nix und dann ist dieser neue Film gekommen und dann sagst du, boah, leck, ja, der haut aber dermaßen rein. Und dann, wie gesagt, dann kommt dieses Team, das er da hat und so und ja, cool. Also ab da weg kann man das schon schauen. Sie fliegen auf alle Fälle nicht an mit ihren Autos ins Weltall wie bei Fast and the Furious. Ja, die brauchen halt ein bisschen länger. Du, ab dem 14. Teil, da weiß es dann, wie er funktioniert. Aber schau das mal, das mich interessiert. Also, wie gesagt, schauen kann man die alle, aber geil werden es ab dem 4. Okay. Ja, also, ich mag einen Tom Cruise in Wer mag einen Tom Cruise? Wer mag einen Tom Cruise? Keine Sau. Aber er hat halt geile Filme gemacht, das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, meine Lieblingsrolle von Tom Cruise ist in Tropic Thunder, wo er diesen ekelhaften Acid-Wash spielt, ist so geil. Also da hat er nach wie vor ein Stein im Brett und in die Nippelfächer hat er mir auch gesagt, dieser Digger, der schaut schon geil aus vom Trailer her. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Okay, sag mal was, ja. Ja. So ist es. Weil wir ja vorhin Ralph Fiennes gesagt haben. Ja. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, ey Leute, es sind wohl Lex. Es ist jetzt schon 28 years later Bone Temple im Kino gelaufen. Ihr werdet doch jetzt da bestimmt drüber reden, oder? Ja, aber den war Lex leid. Wir machen eine extra Folge dazu. Deswegen hört uns jetzt nicht drüber diskutieren, ob uns das mit die Jimmys gefällt oder nicht. Nee, und auch mit die Jimmys und die Pimlis und die ganzen Sachen, sagen wir euch in einer separaten Folge. Die Folge jetzt endet quasi mit einem Cliffhanger. Ja. Wobei ich schon einen Film hab. Passt schon, ich hab auch noch ein bisschen was. Ja, dann hau erst mal du raus. Ich habe aber gerade Mission Impossible gesagt. Sag du was. So. Ja, das ist aber jetzt bei mir das Letzte. Aber okay. Mach ich doch gern. Mach. Weißt du, was ich bisher noch nicht gesehen habe und mich jetzt hier eigenständig vor kurzem dazu entjungfert habe?
Ha, Corby, das sind bei dir so viele Sachen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß nicht. Sag's. Scream, Schrei habe ich mal angeschaut von 1996 zum Wow. allerersten Mal. Und ich habe mal während des Films die ganze Zeit gedacht, ja, eigentlich kenne ich den Film. Halt Okay. nur von Scary Movie. Ach so. Okay. Das ist ja brutal, wie viel die da kopiert haben. Das ist ja irre. Ja. Und trotzdem hat mir Scream wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schon, oder? Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum der durchweg so gut bewertet worden ist. Da Aha. hat Wes Craven echt einen geilen Job gemacht. Und ich habe mir den mit Jessie angeschaut. Also zumindest war Jessie die ersten 20 Minuten anwesend. Danach hat so viel Angst gehabt, dass sie dann von dannen gezogen ist. Die ersten 20 Minuten ist ja quasi der Anfang mit dem Haus, quasi mit Drew Barrymore, oder? Das sind ungefähr Genau, 20 und dann Minuten. sagt sie zu mir, hey, das ist ja Drew Barrymore. Also, die habe ich ich habe da überhaupt nicht am Schirm in dem Film. Da darf halt andere Leute mitspielen, aber, Ja, Carmen Electra müssen durch das. Was ist denn das? aber echt richtig, richtig gut gemacht. Ich habe lang gebraucht, bis ich dann kapiert habe, wer jetzt da tatsächlich dann der Ghostface ist. Aha. Da ist der zum Beispiel anders. Da habe ich ja das wirklich geil übersprungen, so wie es du vorhin bei Mission Impossible gesagt hast. Und bin ja mit euch in den 5. und in den 6. schon eingegangen. Und das waren ja meine ersten Scream-Teile. Ja. Und die fand ich auch schon cool. Und habe aber trotzdem lange halt Respekt gehabt, mir den ersten einmal zum Schauen, weil Aha. der 5. und der 6. kämen mir mehr vor wie eine Komödie, wie ein Horrorfilm. Mhm. Aber der nicht schlecht. Also Das freut mich. gerade so das Schicksal von der armen Drew Barrymore. Mhm. Ja, das ist. Hättest du diese Fragen am Anfang, die der Ghostface-Killer der Drew Barrymore stellt, hättest du die beantworten können Ja. mittlerweile? Ja, Ja? auch das mit Jasons Mutter. Sehr gut. Ich bin da, sie so gesagt, das ist eine Fangfrage, es ist nicht der Jason, es ist Jasons Mutter. Und, Ja. Ich bin damals als kleiner Pimp vor diesem Film gesessen und hab dann gesagt, ja natürlich, das ist der Jason. Und dann heißt nein, das ist Jasons Mutter. Ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt noch keinen Freitag der 13. Film gesehen, sondern nur in meine Bücher drüber gelesen und so. Und dann war ich, das gibt's nicht, das heißt doch immer das. Und dann habe ich gedacht, scheiße, tatsächlich, das ist ja im ersten Teil, ist ja die Mama. Spoiler an der Stelle für Freitag der 13. von 1980. Ja. Aber cool, ja. Ich bin damals drauf reingefallen schon, ja. Da war ich aber 12, ja. Ist der Film wieder Ja. 18? Ja, ich hab den damals auf VHS-Code vom Real, die gekürzte 16er-Fassung. Hat mir mein Papa gekauft, dass ich ihn in Ruhe gebe. Ja, super. Gut gemacht, Papa. Wollte ich unbedingt sehen und dann hab ich ihn gesehen und haben wir dann Jahre später die ungeschnittene DVD dann gekriegt und haben wir gedacht, da schau her, da geht ja doch einiges ab. Die haben damals recht viel geschnitten. Aber ich freue mich, dass er da gefällt. Also ich habe ihn jetzt auch vor kurzem erst noch mal gesehen und er ist wirklich sehr gut gealtert. Ja, Das ist super. Starker Also Film. echt richtig cool. Und was mich auch dann sehr amüsiert hat, der Arbeitstitel hieß ja Scary Movie. Ja, genau. Das hat halt dann die Parodie sehr gut übernommen. Das ist gut, ja. Schaust jetzt du dann quasi Teil 2, 3, 4 auch noch? Mal schauen, weil so die Verbindung jetzt von dem ersten, weil im 5. und 6. da kommen ja viele Charaktere dann da drin vor. Genau. Jetzt wahrscheinlich dann im 2. und 3. und 4. das dann ein bisschen kalt lassen, weil ihr weiß, okay, die überleben ja eh alle. Ja, das ist schwierig. Aber die kann man auf jeden Fall schauen. Also den zweiten, der habe ich den schon im Kino gesehen, ich weiß gar nicht. Der zweite war noch cool, der dritte war ein totaler Mist. Also der hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Und dann aber 4, 5, die waren dann schon wieder gut. Also den dritten, das ist eher so mein Ja, am Freitag der 13. habe ich auch letztes Jahr erst zum ersten Mal gesehen. den von 1980. Wo Jasons Mutter, Ja. die, Und wie war der? Wo ist es ein Warleck? ja, also der ist auch Warleck. Also der hat mir schon auch echt gut gefallen, Aha. weil da wusste ich ja nicht, dass es Jasons Mutter ist. Und habe dann die ganze Zeit mir gedacht, ja, wo ist denn der Jason? Was macht er denn jetzt da? Ja, was macht er denn? Was glaubt dann, wer er ist? Jetzt sehr schnell wieder zu Scream. Was ja da echt so cool ist, sind diese ganzen Horrorfilmverbindungen hin. Also zum einer die Fragen da und da behandeln sie das ja eigentlich durch den ganzen Film und dann auch, wo der andere Typ da die Regeln erklärt und das ist mal ein Freitag der 13. Natürlich in einem Gedächtnis bleiben. Jeder, der da drin bumst, der wird umgebracht.
Oder Drogen nimmt. Ja, also Genau. Finger weg von Drogen und Bumsen nur unter Vorbehalt. Vorbehalt. Nur mit Ehering. Eigentlich ist das Genre so moralisch, dass der Wahnsinn ist eigentlich, gell? Ja, was haben sie denn eigentlich immer? Ich weiß nicht. Und vor allem dann heißt es ja, das ist so frauenfeindlich. Ja, wer überlebt denn in jedem Slasher? Es sind nicht die Männer, es sind immer die Frauen. Die Frauen überleben. Naja, das ist einmal Stoff für eine Extra-Folge, wo man über alle Slasher reden, die es gibt. Ja, nur nicht Jasons Mutter, die hat nicht überlebt. Die hat nicht überlebt, ne? Der ist saublöd ausgegangen. Ja. Ich habe nur einen gesehen, Dangerous Animals heißt der. In dem Film wird eine Surferin von einem Verrückten gekidnappt, aufs Boot geschleppt und dieser Serienkiller hat die Angewohnheit, dass er seine Opfer quasi aufs hohe Meer rausfährt, an einem Gestell festmacht, sie verwundet und dann, wenn die Haie kommen, lässt das bis zur Hüfte ins Wasser und dann werden die Leute angeknabbert und das findet er geil. Und ich fand den Film geil. Ich fand ihn wirklich verdammt stark. Dieser Killer wird gespielt vom Jay Courtney, den man kennt als den Sohn vom Bruce Willis in Stirb langsam 4. Und ja, ich damals lang irgendeinen anderen Actionfilm, den habe ich eigentlich schon irgendwie abgeschrieben gehabt. Aber der war in dem Film als Serienkiller so geil drüber und so ein narzisstisches Arschloch, dass man eigentlich lieben muss. Und was das Tolle ist an dem Film, ist halt, dass wir haben ja dieses begrenzte Setting auf diesem Boot mitten am Ozean draußen und es wird halt immer wieder versucht, anhand von unserer Hauptfigur das Boot zu verlassen, beziehungsweise diesen Serienkiller zu überlisten, bevor sie zu den nächsten Opfer kehrt, die vor die Haie angeknabbert werden. Und was da alles passiert und was die Figur alles über sich ergehen lassen muss, ist ein Traum. Eigentlich ein Albtraum, aber es ist wunderbar grotesk zum Schauen. Also hin und wieder wiederholt er sich ein kleines bisschen, weil sie ja doch immer wieder, okay, sie kommt dann wieder mal aus und dann fängt das wieder, dann muss es wieder rein und so. Aber wie sie dann wieder draufkommt oder wo es ihr dann wieder einfällt, was man machen kann und wo es dann noch für verschiedene Figuren involviert sind in das Ganze, fand ich total cool. Der war extrem kurzweilig, mega spannend. Wie gesagt, ein paar Abstriche muss man machen, aber von meiner Seite her gibt's da voll die Empfehlung. Das ist im Endeffekt ein Serienkiller, der mit Haien tötet und ist aber eigentlich kein Tierhorrorfilm. Ist ein wenig verrückt. Ich habe den ganz oft auf Letterboxd gesehen. Der ist ja auch sehr, ich sage jetzt mal, durchwachsen bewertet worden. Also Ja. viele finden den entweder total kacke oder total geil. Ja, also die meisten geben ihm so 3,5 Sterne, wo sie da jetzt so sehe irgendwie. Ja, scheißegal. Ich habe ihm 4 gegeben. Das war gut, das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, es muss von der Story her, da muss nicht immer alles so geil sein, aber wenn es halt gut gemacht ist und ein paar so Wendungen drin hat und so die nötige Härte drin hat, dann passt doch das. Ja, Hat schön. Spaß gemacht. Schön. Du hast quasi nichts mehr? Ich bin jetzt praktisch bei Lex los. Okay, ich auch. Haben wir's. Ja, was? Das hab ich Vor schon einer Stunde. Boah, leck. Oh, leck. Was muss ich jetzt eigentlich noch empfehlen? Jetzt mache ich jetzt, genau, das mache ich Mach jetzt die noch schnell. Stunde voll. Ich Du mache musst die jetzt- Stunde voll. Du musst jetzt Und- da einen Kani vertreten. Ich mache jetzt da eine Werbung noch schnell für einen anderen Podcast. Und zwar, es gibt so viele Leute, die immer sagen, hey, die Evil Dead Filme und jetzt steht auf dem Buch drauf, don't open und don't read that book und was weiß ich. Und Leute lesen es trotzdem und hin und her. Und dann hört sich einmal vom Podcast Paranormal Snacktivity, die Folge 34 an. Da behandeln sie das Thema Necronomicon, dämonische Besessenheit. Hört sich das einmal an und dann ergeben sie alle eigene Zweifel von die Evil Dead Filme, wie das Ganze funktioniert mit dem Necronomicon. Die eigenen Zweifel, die verpuffen ganz einfach, weil die Typen erklären das so geil, wie das funktioniert. Das ist ein wenig als ein Podcast über das Creepypasta und so. Der behandelt reale Themen, die halt irgendwie total unglaublich sind. Kann ich empfehlen, macht Spaß, die zwei sind lustig. Und wie gesagt, nach dieser Folge 34 über das Necronomicon und dämonische Besessenheit und Bücher, wisst ihr auf jeden Fall, wie das Necronomicon in die Evil Dead Filme funktioniert. Fand ich sehr cool, war für mich immer klar, aber es gibt Leute da draußen, die sich da beschweren und sagen, ja, jetzt liest er schon wieder aus einem Buch vor, das besessen ist, ja, warum macht er denn das? Dann hört sich die Folge an, die erklären's. Sehr schön. Dann haben wir jetzt Werbung auch noch für einen anderen Podcast gemacht. Ja, das ist halt nett, vielleicht machen sie mal eine Werbung für uns, wer weiß. Dann, das ist ein Aufruf, macht's das. Und wir hören jetzt einfach trotzdem von einer Stunde auf. Dann ist halt einmal so. Passt. Da gibt Musikkinder auch noch. Ja, eben. Dann, ich versuche mich wieder zurückzuhalten. Ich bin Ja. ja nicht der Moderator.
Auf jeden Fall. Schön, dass ihr bei der ersten Wahl-X-Folge des Jahres wieder dabei wart. Lasst es uns wissen, was ihr so alles gesehen habt, was geil fandt. Dann uns interessieren. Kommuniziert mit uns, wie mengen wir das. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Oh, wow. Das hat mir gefallen. Hat dir gefallen? Ich kann jetzt nicht aufstehen. Okay. Dann bleib sitzen, bevor es peinlich wird. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, servus und habe die Ehre.